Die Landschaft, eine sanft hügelige Ebene, wird von faszinierenden Horizonten eingerahmt, die auf landwirtschaftlich genutztem Boden zusammenfließen. Ein über 100 Jahre alter Kanal sorgt für die notwendige Wasserzufuhr, die den hier vorherrschenden Trockenboden dank der Bewässerung in eine fruchtbare Landschaft verwandelte. Wir sind in der Provinz Lérida in Westkatalonien, auf der Plana de Ponent, deren Landschaft uns auf unserer Weise zu einer kleinen Oase inmitten von La Plana begleitet. Auf der Straße von Tàrrega nach Balaguer gelangen wir zu einer kleinen Seitenstraße, die uns zu diesem Ort bringt, zu der ersten Markenweinkellerei in Katalonien, Castell del Remei. Bei unserer Ankunft im Castell del Remei tauchen wir ein in ein Universum der Weingeschichte, dem das Schloss, die der Jungfrau von Remei geweihte Kapelle und die eindrucksvollen Gebäude der Bodega, umgeben von den weiten Rebflächen, das den Bordeaux-Chateaus eigene Flair verleihen. Angezogen von der Fruchtbarkeit des hiesigen Bodens erwarb die Familie Girona das Areal im 17. Jahrhundert zur landwirtschaftlichen Nutzung. Ein Nachkomme dieser Familie, Ignasi Girona Vilanova, interessierte sich für die Weinherstellung, studierte Agrartechnik in Paris und spezialisierte sich in Bordeaux auf die Weinwirtschaft. Nach seiner Rückkehr brachte er sein Wissen ein und legte mit der Anpflanzung französischer Edelrebsorten wie dem Cabernet Sauvignon den Grundstein der Bodega Castell del Remei. Wein wurde schon seit Urzeiten in der ganzen Region angebaut. Auf Castell del Remei übernahm man diese Tradition, indem man sich neben dem in der Gegend typischen Getreideanbau der Kultivierung hochqualitativer Reben widmete. Damit wurde Castell del Remei zur ersten Weinkellerei in Spanien, die französische Edelrebsorten kultivierte, und gleichzeitig zur ersten Kellerei in Katalonien, die bei der Herstellung ihrer Weine auf Qualität statt Quantität setzte, selbst die Flaschen abfüllte und ihre eigene Marke mit starker Exportorientierung auf dem Markt einführte. Mit der Entscheidung, sich konsequent um die Herstellung von Qualitätsweinen zu bemühen und dank der langjährigen Familientradition der Gironas in der Metallverarbeitung wurde die Kellerei erweitert, ein Transportsystem von Schienenwagen und Drehscheiben eingeführt und mehrere moderne Hydraulikpressen installiert. Dieses Streben nach erstklassiger Weinqualität hat sich für Castell del Remei ausgezahlt und wurde bereits damals mit zahlreichen Auszeichnungen und mehreren Goldmedaillen bei Weltausstellungen belohnt. Nach dem Tod von Ignasi Girona übernahm sein jüngerer Bruder Joan das Weingut, der bei der Weinherstellung die von seinem Bruder begründete Philosophie stets im Auge behielt und die Optimierung der Qualität weiter voranbrachte. Nach dem Tod von Joan Girona ließen sich seine Neffen direkt neben der Kellerei vom Architekten Antoni Fisas die Kapelle zu Ehren der Señora del Remei erbauen, deren Innenraum mit Gemälden von Josep Obiols, einem der bekanntesten Künstler des Noucentisme, der katalanischen Form des Neoklassizismus, ausgestattet wurde. Die Kapelle wurde am 13. Juni 1954 eingeweiht und am 2. Oktobersonntag jeden Jahres, zeitgleich mit dem Tag unserer lieben Frau und dem Ende der Weinlese, findet eine Pilgerfahrt statt. Als die Familie Cousinet 1982 die Bodega übernahm, wurde die Marke Castell del Remei mit einer bedeutenden Investition getreu der bisher gültigen Philosophie, dem Streben nach optimaler Qualität und höchster Professionalität in sämtlichen Phasen der Weinherstellung wieder auf den Markt gebracht. Und heute kann man in Fortsetzung der Unternehmenspolitik, der man bei Castell del Remei schon seit jeher gefolgt ist, von der Arbeit im Weinberg bis zum Ausbau der Weine, auf ein Team von Fachleuten bauen, denen eins gemeinsam ist: die Liebe zum Wein, verbunden mit dem ständigen Streben nach optimaler Qualität. Castell del Remei gehört der geschützten Ursprungsbezeichnung Denominación de Origen Custers del Segre an, die über 4800 Hektar Rebflächen umfasst und in 7 Subzonen unterteilt ist.
Einer der Pfeiler der Unternehmenskultur ist die weit über 200-jährige Weinbautradition, weswegen in den Weinbergen verschiedene einheimische sowie internationale Rebsorten angebaut werden. Dabei strebt man ständig nach Verbesserung der Sortenvielfalt, statt sich mit dem Anbau von Monokulturen zu begnügen. In den Weinbergen findet man Sorten wie Merlot, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Pinot Noir, Garnacha, Syrah für die Rotweine und Chardonnay, Sauvignon Blanc, Macabeo für die Weißweine. Um im Herbst Weintrauben höchster Qualität lesen zu können, legen die Weinbautechniker besonderes Augenmerk auf die Pflege der Reben, die sie immer wieder beschneiden und ausdünnen, damit sich die charakteristischen Eigenschaften in den verbleibenden Trauben konzentrieren, die so mit mehr Kraft und Vitalität heranwachsen. Castel del Remei ist im Vertrauen auf die perfekte Balance von Land und Klima, der natürlichen Essenz jeden Hektars, jeder Rebe, jeder Weintraube verpflichtet. Deshalb werden im Entwicklungs- und Reifungsprozess der Trauben zu keinem Zeitpunkt synthetische oder chemische Mittel eingesetzt. Das Weingut zeichnet sich durch das Chateau-Prinzip aus, heißt, sämtliche Herstellungsprozesse erfolgen am gleichen Ort. Die Weinlese kann hier, unabhängig von externen Faktoren, zum idealen, von den Weinbautechnikern ermittelten Zeitpunkt erfolgen. Die kurze Distanz vom Weinberg zur Kellerei und die schnelle Verarbeitung des Lesegutes verhindert eine vorzeitige Gärung der Trauben. Das über 200 Jahre alte, von der Familie Girona 1780 entworfene Weingut verfügt über 6 aneinandergereihte Hallen mit einer Grundfläche von 5.500 Quadratmeter, die, um Temperaturschwankungen vorzubeugen, halb in die Erde eingelassen sind. Alle Hallen wurden in schmiedeeiserner Konstruktion erbaut, die das metallverarbeitende Erbe der Familie Girona eindrucksvoll widerspiegelt. Die Trauben werden in die Produktionshalle gebracht, in der ein Team von Weinbaufachleuten den Fermentierungsprozess überwacht, wobei modernste Verfahren auf dem neuesten Stand der Technik angewandt werden. Nach Beendigung der Gärung wird der Wein in die Ausbauhallen gebracht. Zum Fassausbau seiner Weine verfügt Castel del Remei derzeit über 2000 Barriques aus amerikanischer und französischer Eiche, von denen jedes Jahr 20% erneuert werden, sodass keine Barrique älter als 5 Jahre ist. Ein Team erfahrener Önologen kümmert sich laufend darum, dass der Fassreifeprozess unter optimalen Bedingungen stattfindet und bestimmt den idealen Abfüllzeitpunkt. Im idealen Klima der Flaschenreifehalle ruhen nach der Abfüllung 800.000 horizontal gelagerte Flaschen, in denen die Weine sich, je nach Typ mehr oder weniger, zur Geschmacksabrundung weiterentwickeln, dem Zeitpunkt entgegen, an dem sie nach Verkostung durch die Experten zum Verkauf freigegeben werden und wir sie endlich in den Gläsern schwenken können. Das sind die Weißweine von Castel del Remei. Planell Blanc, ein junger, frischer, aromatischer Wein, Cuvée von Macabeo und Sauvignon Blanc. Oder Blanc, 8 Monate in Barrique mit periodischer Batonnage auf den Hefen gereifter Wein. Ein Chardonnay Macabeo Cuvée, fein und elegant. Und das sind die Rotweine von Castel del Remei. Gottim Bru, ein junger, fruchtbetonter Wein mit internationalem Prestige und einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Oder
Ein 12 Monate in Barrique ausgebauter Wein, der sich durch seine perfekte Struktur und große Konsistenz auszeichnet. 1780. Ein außergewöhnlicher Reserva mit einer faszinierenden Aromenvielfalt und höchster Eleganz. Castel del Remei wird auch morgen der Herstellung qualitativ hochwertigster Weine verpflichtet sein, mit unerschöpflicher Dynamik, ständiger Forschung, Teamgeist, extensiver Pflege der Rebflächen und ständiger Modernisierung der Anlagen unter Bewahrung der Philosophie, die diese Bodega durch über 200 Jahre begleitet hat. Eine Philosophie, die in allen Weinen zu schmecken ist, die sich dem internationalen Markt öffnet, ohne dabei den Fokus auf die lokalen Märkte zu verlieren. Inmitten der herrlichen Landschaft, die die kleine Oase in La Plana de Ponent umgibt, hat sich diese Philosophie seit 1780 bewährt.